Puh, das wär lang. Wir haben nicht gepackt. Wir sind überstanden. Das heu aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen an der 4. Staffel von Maybe Sex. Wir sitzen hier am Studio, freuen uns, dass es drin neu aufhängt. Und zwar sitzen wir heute zu 3. Hallo. Du hast eine neue Stimme. Meine Nummer ist Robin und ich bin die neue Audition beim Maybe Sachs Podcast. Yes, und wir freuen uns. Ich freue mich auch. Herzlich willkommen am Team. Ja, wir haben ein bisschen schon aufklingen gelassen. Für im Intro, wir hatten eine längere Pause, mehr lang, wie wir gehofft hatten, wie wir gedacht hatten, wie das normalerweise der Fall ist. Wir sind lorem do. Die Institution, die uns finanziert hat, geändert hat, also die Direktion de la Santé, am Kader vom Referenzplan Santé affektiv und sexuell. Vielmals merci dafür. Das war ein bisschen eine aufregende Zeit, an unsicherer Zeit, bis wir lorem de Go kruten, für weiterzumachen. Wir sind lorem do mit einer 4. Staffel, die ist aber ein bisschen kurz. Yes, die geht es bis bei Anfang wie all die anderen Staffeln, bis am Juli. Aber dann gibt es schon einen guten Ausblick auf eine 5. Staffel dafür. Die brauche ich keine Sorgen zu machen. Wir bleiben weiter da, weil die Institution Sex Podcast das ja aber mittlerweile etabliert. Mir, was sich nicht ändert, sind natürlich mir mit unseren Inhalten an unseren Erstellungen, an unserer Fried mit ihr dabei sind, zu kommunizieren. Das heißt auch als ganz Social Media Sachen fänken lorem mam neue Jahr guck übrigens mam neue Jahr neu un. Ja, dir fand es weiterhin auf Instagram, auf Facebook, an auf Spotify so ein neues Jahr. Das bedeutet auch immer, dass es ein altes Jahr gibt und ein altes Jahr, das heißt traditionell Spotify rappt. Wer ist zufrieden mit Ihrem? Ja, also Maybe Sachs war mein meistgelöschte Podcast. Das heißt, ich bleibe dem Team treu, wenn ich das so kann. Aber ihr war doch Maybe Sachs, Kali? Das war mein dritten. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ich muss sagen, ich war letztes Jahr mehr zufrieden. Ich meine, das leid darunter, dass letztes Jahr der Lockdown ein bisschen mehr intensiv war und einfach mehr Zeit hat, für sich neue Musik anzugucken. Und das Jahr habe ich zwar mehr Serien geguckt, mehr Bücher gelesen, mehr, weil so Podcast und Musik angeht, war es relativ langweilig bei mir. Ich finde nicht gedealt. Und ich weiß auch nie so ganz, was die Musikskategorien sind, die sie mal dafür schlagen, dass anscheinend meine Lieblingsmusik wie so Art Pop und so. Auf jeden Fall, das Jahr war das Jahr ganz furchtbar grafisch designt. Also ich weiß nicht, welche Praktikanten da rumgelösen, aber die ganzen Musikkategorien waren wirklich nicht schön. Ja, Ja, es ist wahrscheinlich ausprobiert gehen mit Pop, Rock und Metal und alles, was bis mir lang ist, wie das dann nicht dran gepasst, das wäre so mega gestretched. Ich wäre am Anfang auch ganz zufrieden mit Menge, aber am Anfang, wo du auf eine andere Serie hast, gibt nämlich nicht nur eine Spotify rappt für Leute, die Musik und Podcasts lauschen, aber auch für die Leute, die Podcasts machen. Das heißt, wir kriegen dann auch ein ganz extra Special Spotify rappt für Maybe Sex. Muss ich natürlich dabei so nicht viel lauschen auf Spotify. Ich lausche zum Beispiel kein Podcast auf Spotify, ich lausche schon über eine andere App. Dafür ist bei mir dann bei den Podcasts meistens nicht dran oder einen, den ich Zufall denke, angefangen nur auf Spotify zu lauschen, weil ich mir den Link geschickt hat oder so. Für die Leute, die auf Spotify gelauscht haben, die kommen natürlich dann an die Statistiken mal dran. Und ich habe da 2 rausgezogen, die ich ein bisschen witzig fand. Es gab so ungefähr die 50 Leute, die uns als allermeiste gelauscht haben. Also von all den Podcasts, die sie gelauscht haben, haben sie am allermeisten Maybe Sex gelauscht. Das fand ich ziemlich cool, ja, weil wir ja auch just alle 2 Wochen rauskommen und dann ab Sommer eine längere Pause hatten. Das ist cool, dass wir so Superfans haben. Und dann gibt es noch eine ganz andere Kategorie von Superfans, denen mir vielleicht ein ganz spezielles Kado gemäht haben oder die sich selber ein Kado gemäht haben. Nämlich für ihren Geburtstag 7 Leute haben auf ihrem Geburtstag den Podcast gelauscht. Das fand ich irgendwie ziemlich cool, das ist ein bisschen eng eher. Also Happy Birthday nachträglich und all die Leute, die es auf ihrem Geburtstag gelauscht haben.
Ja, also ich muss so am Gegensatz zu meinem persönlichen Spotify-Rap sind ich relativ zufrieden mit dem Spotify-Rap vom Podcast. Was ich auch cool fand, ist, dass Spotify gesagt hat, dass als FollowerInnenschaft 48% rückgegangen ist innerhalb von einem Jahr. Das ist auch nice. Ja, also das ist auch so ein Trend, den wir gesehen, dass all Jahr immer noch viel Leute beikommen, was ich auch super cool fanden, aber doch just geht durch Irsch live Nullausstraherinnen. Also wenn der Spotify hat, dann dealt gern als Podcast, wenn das gern hat. Mittlerweile kann ihn so auch bewerten mit Sternen an der App Handy. Das heißt, wenn der ein Handy raus gerade hat, dann drückt mal da ob 3 oder 5 Sterne, je nachdem wie der richtig fehlt. Mann ist natürlich nicht erlaubt. Also das schmengen die Mundpropaganda, wie so schön heißt, das ist etwas, was uns immens hilft. Also wir können just mehr Leute erreichen, wenn die ihren Kolleginnen davon erzählt, wenn da überall, wo der hingeht, sagt, hi, hat er schon die neue Episode Maybe Sex gelauscht hat. Die ist mega cool. Also die Sachen, die helfen enorm viel mehr, wie wenn wir irgendwie eine Reklame auf Facebook schalten oder so. Richtig. Wo man auch nicht unendlich viel Mittel haben, für so Sachen zu machen. Das heißt, das ist mega cool, wenn dir als du hilft und das weiter rekommandiert. Und ich meine, das ist auch heinst du ja ein gut Sache für etwas Neues anzufangen, einen neuen Podcast anzufangen zu lauschen. Und da sind wir dann auch schon bei dem Thema, was wir wollten beschwätzen. Kelly hätte doch schon ganz subtil angedeutet. Ja, ich weiß nicht, war nicht so subtil. Haut geht es bei uns Neuanfang. Yes. Was heißt das dann? Ein dir geht so, ein anderer geht ab. Zum Beispiel, ja. Neue Gefühle, neue Erfahrungen mit sich selber, aber auch mit anderen Leuten. Ja, mit anderen Leuten, also schon so ein bisschen gebrainstormt. Natürlich, bevor wir in das Studio kommen sind, 8 von Neuanfängen, die mir angefallen sind. Wann ich gleich ergänzt mich, sind neue Freundschaften. Ich habe schon am Sommer eine neue Freundschaft geknappt und ich muss sagen, das war ja irgendwie erhellend. Weil ich denke, eine Art von Neuanfang, die relativ klassischerweise an den direkt denkt, also Sexualbeziehungen, so mit einer neuen Person Sex haben, oder romantische Beziehungen, also sich irgendwie verleben. Und Robin hat es auch schon angedeutet, es gibt keinen Anfang ohne einen an. Eine Sache, die ich auch gedacht habe, dass man in sich trennt, also dann von einer Beziehung, das ist auch irgendwie ein Neuanfang. Ich meine, da war auf freizeitlicher und auch beruflicher Ebene. Also Neuanfang sind auch neue Karrieren, die ihr möchtet. Vielleicht, wenn ihr mit der Schule fertig ist und dann anfängt zu arbeiten, das ist eigentlich definitiv ein großer Neuanfang, du nie gehen. Oder auch von den neuen Projekten anfängt, aus einer Freizeit, ein neues Hobby. Das meine ich auch alles mit ähnlichen Gefühlen, vielleicht aber verbunden, wie von den auf menschlicher Ebene mehr Neuanfang hat. Ja, es gibt dann noch mit kleinen Neuanfängen, wenn eine neue Serie anfängt oder ein neuer Podcast, habe ich schon gesagt. Oder ein neues Kochbuch sich kauft und die Sachen all. Das ist aber gar nicht so klein. Wenn ihr wirklich so ein Kochbuch kauft, wo ihr dann mega Lust hat, alles selbst zu probieren, dann hat ihr für viele Wochen oder mehr neue Rezepte, die ich kann ausprobieren und die ich da kann als ein dächlich Küchen abbauen. Das ist einfach ziemlich cool. Das ist auch für einen ziemlich aufregend, weil ein Neuanfang ist immer, du dir so viel Neues zu entdecken beim neuen Podcast, kann ihn so viel Folgen oder ehemalige Folgen, die müssen dann alle guten durchlauschen oder bei einer neuen Band von den auf Spotify vielleicht ganz viele verschiedene neue Artists gelauscht hat über die Jahre, haben noch so kleine Neuanfang, wo dann müssen so Lieder kennenlernen und noch so ein bisschen Bandmembers und ich meine, das aufregend von ihnen selbst neu entdeckt. Ja, aber Joel, wo du gesagt hast, mit dem Kochbuch oder mit dem neuen Artist, das ist zum Teil ein mehr lange Commitment, wenn man den schießend ein kleiner Affair aufhängt oder so, die vielleicht schon noch ein bisschen mehr drin rüber ist. Also das ist auch viel Energie an Zeit, die da fließt. Apropos Energie, wo ich recherchiert habe, ist mir der Begriff zu Neuanfang gefallen, nämlich New Relationship Energy. Kennt ihr das? Ja. New Relationship Energy ist die Zucht von Gefühlen, Vibe, Dynamik, die sich entwickelt am Anfang von einer neuen Beziehung. Also generell meine ich, gehen immer da so emotional Beziehungen zu anderen Leuten gemeint. Also echt so sexuell, romantisch, freundschaftliche Beziehungen. Wobei, Joel, du musst schon als Episode zu den Unziehungen denken, da gehen ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Ganz genau, ja.
Ja, und schon ein bisschen gegoogelt, also das könnt aus dem Bereich von so nicht monogame Beziehungsformen, weil du oft von so New Relationship Energy geschwärzt wird und dann Relationship Energy von Beziehungen, die schon vielleicht ein bisschen lang da sind und dass die natürlich dann heißt so können so modern clashen, weil mit der Zeit verändert sich das ja. Es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel dazu. Also so bekannt ist das Konzept mittlerweile. Ich war ein bisschen überrascht. Und da steht als allererst an dem Wikipedia-Artikel, dass New Relationship Energy generell konsideriert wird wie etwas, was desirable ist, also was cool ist zu haben oder sogar heißt du sogar indispensable, also dass ihr nicht sollt oder müsst auf eine Art und Weise haben, für eine Dave emotionale Verbindung herzustellen. Und dass es temporär kann die eigene Perzeption verändern. Und dass das nicht in Konsideration geholt gehen. Das ist einfach der rosa-rote Brüll, das ist alles abregend und gerade an nicht monogame Beziehungen ist manchmal der Risiko hoch für seine bestehenden Partnerschaften, bis sie nichts von null lesen, mit das aber vielleicht die ganze Zeit über die neue Person schwatzt, weil es abregend ist, weil ihn erzählen. Ja. Dafür leid, wenn der neue Podcast so fängt, bleibt das trotzdem treu, geil, auch wenn man schon Old Relationship Energy Das ist mir ja bisschen Leute durchmixen, kriegt ihn dann noch ein bisschen New Relationship Energy mit all neuer Staffel. Yes. Das heißt, das High, was den du kann verspüren, ich gebe es mal einfach so bezeichnen, das kann ihn auch mit einem neuen Podcast oder einer neuen Staffel von einem alten Podcast kreieren. Kann ich dir so gezählt, du hast eine Freundschaft geknüpft, Ja. hast du dann du auch New Relationship Energy verspürt? Absolut. Ja, das finde ich irgendwie schön. Also Männer intensiv vielleicht wie eine Beziehungen, wo mehr Ebenen bei ihnen kommen, also weil die mehr Ebenen mit einer Person teilt, weil es ja mehr intensiv wird. Also wenn eine romantische Beziehung, eine körperliche Beziehung, auch vielleicht eine Sexualbeziehung hat, da könnt ihr so ein bisschen mehr bei ihnen. An der Freundschaft, die ich geknappt habe, über die Summe war echt eine emotionale Ebene, an einer Intimebene so. Und auch da war so das meiste, ja, das irgendwie mega aufregend war, dann sich scheinst du mal anzurufen oder sich regelmäßig zu sehen oder sich irgendwie so kennenzulernen und so persönliche Sachen zu zählen und so. Und da habe ich auf jeden Fall die New Relationship Energy immens auch genoss, also dass ich auch gemerkt habe, so, dass man da so mega viel Energie erfreut gibt und so. Ja, Lust etwas zu machen. Also ich fand so den Relationship Energy Dingen, also am Anfang relativ bezeichnend, es gibt da irgendetwas, es gibt da so, wie wenn so eine neue Quelle ging abgehen, wo es erst dann so schöpfst an dir selber. Was soll ich meinen? Ja. Das ist einfach die Fried und so, da sind die ganze Zeit so heute, das ist so, yay, Folge 7. Also ich meine, das ist auch so bei auch Freundschaften, verändert bei den so stark. Wenn da sehen und die Person denkt, dass ich da Fried, ob da nichts treffen und dann einfach mehr Energie hat. Also an heute durch die Liebe springt. Ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also genug Gesicht, wenn er gesagt hat, den hasse. Ich fand es schon. Geht doch, aller Anfang ist schwer, oder? schon nämlich die zwei Sachen lo am Kap gehabt, wo wir angefangen haben mit abholen und ich wollte schon mal froh, was dann echt da gibt stimmen. Also für mich ist es ein bisschen beides, aber also, weil ihr den an die New Relationship Energy könnt, also die weiß ja, aber dann wissen wie schwer wenn ich muss überwannen so wow, eine Person an könnt ihr aber dann vielleicht auch irgendwie alle gött mir vielleicht auch nicht mit Bagage so mit denen Ängste noch vielleicht wird wie reagiert die Person wenn es mir dick safe gesagt also das ist so ein Beispiel mit ja ganz viel vielleicht so Unsicherheiten die nicht direkt zielt an die vielleicht doch nicht direkt gesagt du hast dann den Anfang schwer, weil sich man muss abmachen und das nicht immer so einfach ist, sich wie von einer neuen Person abzumachen. Also ich meine, da muss ich aber auch so gesehen, dass eben nicht von Anfang an direkt immer die zwei Leute Blitz getrifft und sie dann an einer New Relationship Energy Wolleck rundherum flitzen. Mehr, dass den sich vielleicht auch mal lösen muss rundherstellen und dass das auch mal schwierig kann sein und so ein Date, wenn man dann nur bei irgendwie Beziehungen, wo ein Date bleiben, vielleicht auch ganz schwierig, ganz awkward kann sein, weil ihn dann nicht sich wirklich traut, selbst zu so. Und dann habe ich irgendwie merkt, okay, die Person gefällt mir, schien hier genug zu gefallen für ein Date und da geht es vielleicht schon besser. Also das also auch Sachen, die ganz persönlich sind und wo ich auch merken, dass, wenn du zurückgucken, dass das bei mir auch ganz viel von der anderen Person aufhängt, witzigerweise. Also, dass ich nicht immer selber oben bin oder mich selber sehr und Leute rundherrschte, mir dadurch immer ein bisschen so
ja so ein Feedback schreiben, also wenn die andere Person vielleicht doch vorsichtig ist, dann sind ich vielleicht selber auch noch mehr vorsichtig, weil ich auch keinen will irgendwie brüskieren oder etwas rastürzen oder etwas überstürzen will. Also das sind so für mich, sind die zwei Sprüche oder die zwei Facetten von neu aufhängt, die sind definitiv da. Schon noch gerade so schön wie auch die New Relationship Energy ist. Schon so, ja, hast du richtig scheiß, ist die Zeit eher zu der Energie könnt, weil da wo Film hat, wie du schon so schon mal Unsicherheiten aus. Mehr auch die sagst du, wenn ihr eine neue Person kennenlernt, aus der du auch so interessiert du mir, also sowohl platonisch wie romantisch sexuell, so, sie auch interessiert du mir, und wo soll das hinkommen, so. Schon in der Zeit, die einerseits aufregend und so, yay, neu, aufregend, so neue Sachen entdecken aus, aber andererseits auch ganz schwierig kannst du, weil es halt für mich zumindest eine ganz große Unsicherheit und Spannung aus. Und auch, wie du schon so ist, möchte sich an all Beziehungen, aber ich die plagisch, also vielleicht nicht mehr körperlich, nur emotional gerade so. Und muss ich sich der neue Person wahnsinnig abmachen. Und ich meine, das ist etwas, was auch immens große Unsicherheit auslöst, weil für in einer Beziehung weiterzukommen und die New Relationship Energy zu haben, muss ihn so den Sprung an kalt Wasser wohnen. So, und wie sie ja gar nicht, wie die Person damit umgeht, weil ihn sie noch nicht so gut kennt. Wie viel sie kann zu lehren, muss sie ja sich abmachen und der andere Person ab sich weisen. Und das fand ich immens aufregend einerseits, aber auch immens verunsichernd und beängstigend. Und schon da so an anderen Situationen, so Beruf, neue Projekte oder so, da sehen du musikischen Sprung an kalt Wasser machen, weil du ja nicht, was den erwartet und wie die Situation sich entwickelt. Gibt da vielleicht Techniken, wo ich nicht muss an kalt Wasser springen, mir so vielleicht mal Zeven dran und dann so ganz los racklemmt und sich Wasser überall hin mischt, wie sie dann Temperatur erdreht, oder muss das immer ein Kopfsprung sein? Also ich fand den Grenzesätzen so ziemlich gut und von Anfang an drüber schwatzen, auch über so Sachen, hey, wie fern, wie sollen wir uns kennenlernen, wie sehr hast du das gern und was sind Sachen, die du bereit bist zu sharen, die mir da erlauben, dich kennenzulernen, wo du aber noch nicht das Gefühl hast, ich kenne dir, keine Ahnung, du mal das tun, so, wenn ich vorsichtig ist. Und ich muss auch so, da fand ich Online-Dating relativ angenehm, weil ich fand es wesentlich mehr einfach, an meiner Kummer zu sitzen und mit einer Person zu schreiben, weil ich ein Gefühl, dass Leute dann nicht so gut lesen können, wie wenn ich hier unten sitzt. Und ich muss so für so ein echt beschnüffeln oder rundhaschen, fand ich Schreiben immens praktisch, weil du eben aber ein bisschen emotionale Distanz auch zu dem, was ich schreibt. Und das sind nicht so für der Person und gesagt denen hier Reaktion und hier Gesicht die ganze Zeit. Natürlich hier so ein ständiges Feedback, und ich Gefühl. Ja, also was bei mir mit der neuen Freundschaft im Sommer war, dass wir uns nicht über online kennengelernt, wir haben uns schon vor 4 Jahren gekannt. Das heißt, wir wussten schon, wie wir wären. Das heißt, war schon so ein Gefühl da, von wie die Person aussieht, sozusagen. Und da habe ich mir gedacht, also ein bisschen ähnlich vielleicht, wie wenn so eine echte Konversation über die paar Tage oder Wochen online hört, dass ich schon so ein bisschen eine Ahnung hat, wie die Person tickt und auch so ein bisschen kann ausprobieren, wie reagiert die Person, wenn ich Bedürfnisse ausschwätze, wie reagiert die Person, wenn ich eine Grenze schwätze, wie geht die Person mit sich selber, mit anderen Leuten irgendwie um. Ja, für so einen echten Eindruck, so ein echt Bauchgefühl zu kriegen. Ja. Und da so Friends of Friends oder irgendwie so Bekanntschaften, ganz cool. Oder schon noch für 2 Jahre habe ich mich auch neu befreundet. Und das war auch so, dass wir als Anfang schon vor 4 Jahren kannten und dann herumfanden und dann am Anfang wirklich als einer Bekanntschaft irgendwie eine Freundschaft mit so New Relationship Energy irgendwie gehen hast. Wer ist das dabei? Ich meine dir, die New Relationship Energy, so freundschaftlich, kann auch kommen, wenn die Person nicht mehr online kennt. So, musst du dann die Dating-Apps sehen, von den, keine Ahnung, 24 Jahre hatte ich vielleicht gesucht an einem Forum, vielleicht von den Leuten auf Social Media oder Twitter halt so kennenlernen. Ja, also ich meine, da den dann immer ein bisschen so der Fehler hat, den da zweimal hört, nämlich einmal ja online und du hast da vielleicht mal stärker, weil ihn dann aber nicht die ganze Mensch für uns hört und dann vielleicht eine zweite Kehr, wenn die Person dann
richtig für uns wird. Also das kenne ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung, dass das dann oft zweimal so ein Schub von New Relationship Energy gibt. Ich wollte noch kurz auf meine Ege froh antworten. Schon nämlich 2 Tipps, die manchmal ziemlich gut sind. Das hängt aus so gezielt so froh Antwortspieler machen. Also entweder zieht den sich am Internet nicht ganz viel löschten, mal so frohen über all mögliche Themen, die ihn Leute kann stellen, auch ganz viel zu sexuelle Sachen, wo ihn dann muss eng zu so und dann kann die Person sich die froh sicher gehen und dann noch beantworten. Da muss ihn sie nicht selber stellen, da das vielleicht so ganz flott, wenn er nicht sich direkt traut, dann ist das schon von einem anderen irgendwie formuliert. Oder eben einfach mit den offen frohen und sie den hey froh mich, egal was du willst, und mir antworten dann als Gegenseite drauf. Und dann entstehen dann auch Gespräche über verschiedene Sachen. Und das andere Kasin, der den sich gezielt Zeit hält, für gewisse Sachen aus seinem Leben zu erzählen. Zum Beispiel, für den irgendwie eine schlimme Trennung handelt sich, ich will es mal erzählen, wie das genau wäre. Und ich lasse dann einfach just no. Und dann lernt den Person so kennen, eben noch durch Geschichten. Und das vielleicht dann eine andere Form für Gespräche zu führen, wie wenn da so Freeform mischt und einfach Themen vielleicht besser rundherum und springen die von Hübsches auf Schabsches, wie in der Plötzebild so schön seht. Und dann hat den einfach dann nicht über die Sache geschwärzt, die ihr vielleicht nach wollt ausschwärzen oder die nach wollt wissen. So. Das heißt, so ein bisschen mehr strukturiert Gespräche führen, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Ja, und ich noch gerade gedacht, während der Pandemie, als ihr so neue Leute kennenlernen, am Anfang nicht so mega Usus. Also ich habe schon gefühlt, dass viele Leute dann echt da mit denen aufgehangen haben, mit denen sie sowieso schon aufhängen oder die sie sowieso schon gut kannten oder eng waren, weil sie probierst, den Kontakt aber ein bisschen anzuschränken. Und ich hatte auch da wenigstens gefehlt, dass so die New Relationship Energy, die ich an der Zeit von der Pandemie hat, mega special war und ich irgendwie auch einen anderen Blick drauf gekriegt und vielleicht auch so ein bisschen aus der Übung kommen sind. Ja. Für wie es aus neue Beziehungen anzugehen. So. Also ich hatte irgendwann Gefühl, ich wäre so ein Alien, was noch niemand andere Menschen interagiert hat, nur dem ich meinte, lang wirklich schon bei denen selben Leute hängen, weil es noch von einem Menschen, die gerne neue Leute kennenlernt. Und ich hatte Gefühl, ich wäre noch nie in meinem Leben bei anderen Leuten gewesen und hat neue Leute müssen kennenlernen. So, oh mein Gott, das ist so 4, 5 Monate hier, wie geht das noch mehr? So, für einfach den locker umzuschwatzen und einfach Freundschaften zu formen. So. Und das finde ich schwierig fand, für darum ein bisschen zu erlernen, weil das tut mich auch ein bisschen schockiert, wie wahnsinnig sehr, dass den Skill verschwunden ist. So, das ultra so, das sozial, das gut auf Leute zugehen, das wenn jemand Leute gut an ein Gespräch könnt. So, das ist wirklich krass. Ja, also das ist schon mal am Anfang gedacht, leider du doch noch, dass ich ein bisschen mehr alt gesehen und das, was du für so ein angeschaut hast, Robin, so dass ich auch verunsichert das für neue Leute kennenlernen. Also dass ich mal so gedacht habe, vielleicht also mal als jugendliche Person irgendwie mir leicht gefallen, auch so neue Beziehungen anzugehen, weil ich noch nicht so viele Verletzungen hatte, weil ich mir noch nicht so viele Gedanken drin gemäht habe. Das kann doch an die Box gehen und das kann mich auch verletzen und da mache ich lieber nicht. Und das ist vielleicht da, wenn es auch so ein bisschen mehr vorsichtig gängig nennen gesehen. Aber ich denke, dass aber einen großen Teil von meiner Awkwardness durch pandemische Situation irgendwie kommt. Aber ja, ich fand das trotzdem ein spannendes Thema, weil also an dem Artikel, wo dann so New Relationship Energy beschrieben ist, steht ja dann, pass auf, die Perception und das Jugement verändern sich irgendwie, distorten sich ein bisschen durch die New Relationship Energy und das kann zu Komplikationen kommen, wenn die Energie fortgeht. Und das halt die ganz positiven Gefühle, die du dann hast und das Potenzial, was ja auch mega schön ist, was an der Person gesehen hast, ist vielleicht so verändert. Und dass du wenn du so ein bisschen zu Vorsicht abrufen. Und ich fand das schon auch ein legitimer Punkt, so wie man den Verunsicherungen umgehen aus vergangenen Erfahrungen. Ich muss einfach so zu deiner Sache, dass du, wie du mir jugendlich warst, dass du noch mir open warst und dann immer mir vorsichtig gibst. Ich sehe ja gut, steck mir jung wie dir zwei, Joel und Kelly. Aber ich muss aber so, bei mir gesinnigste Gegenteil. Also je mehr alles gehen, desto mehr einfach fällt mir. Weil ich nämlich, je mehr du kannst, desto mehr bist du gewinnt. Das heißt, so mal wie ich 14 war, hatte ich mal, erstens, was du noch quasi kannst. Und zweitens hatte ich einfach viel mehr Unsicherheiten. Und ich war so einfach gar nicht, okay, wie müsste das überhaupt, was könnte überhaupt auf der Stuhl, was kann überhaupt geschehen. Und wenn du dann aber, wie ich mir all gesehen, so die Unsicherheiten fallen fort und du bist mir selbstbewusst. Und ich fand, das sind aber Punkte, so, und du lehrst ja dann aus alle Wonnen so lehrst du Sachen und du lehrst vielleicht, wie du das
kannst evitieren, wann deine Situation war, in der du selber viel Scheiß gebaut hast. Wie auch, wie du kannst du mit umgehen. Und ich fand, das sind aber Faktoren, die mir jemand erleichtern, für neue Leute kennenzulernen. Und wo ich so, okay, für 5 Jahre wird das definitiv nicht so gewirrscht. So. Vielleicht regress das ja auch ab einem bestimmten Alter. Ich wollte nicht so base so, aber ich meine, der Punkt ist, wenn ihn dann nach vielleicht schlechter Erfahrung gemacht hat, wo ich selber nicht dafür konnte, wo die anderen Leute dafür konnten, da geht ihn einfach wie viersichtig, wem ihn sich vertraut oder wem nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch ganz individuell und du musst da noch ein bisschen sich austarieren, wie hier oder hat, das ganz umgeht, mit neuen Leuten kennenlernen und das ist ja etwas, was sich, also wenn sich selber weiterentwickelt, wo andere Leute sich auch weiterentwickeln, teilweise fällt es Leute vielleicht mir leicht, wenn sie mir allgemein, und teilweise fällt es für dich mir leicht und dann geht es vielleicht ein bisschen mehr schwierig. Je nachdem, was für Erfahrungen noch gemäht wird, gibt es ja ein bisschen so die Klischee von Leuten, die über 30 oder über 40 sind, dass es ganz, ganz schwer ist für neue Relationen anzufangen, weil eben schon so viele Leute so viel Bagage haben, an denen da vielleicht man müssen abschaffen, jetzt sich wirklich über eine neue Person können anlassen oder da ganz viel müssen aufchecken, ob die Person nicht dieselbe Mustern hat, wie vielleicht Personen früher, die einen nicht so gut getan haben. Das sind manche Sachen, die im Alter da vielleicht aber nicht immer mehr einfach gehen, mehr auch mehr schwer können gehen, mehr da als Englisch ja immer die ganz persönliche Situation, die spielt an, wo da drin singen Erfahrungen mischt. Ja, ich denke, das ist immer beides. Also, dass die zwei Bewegungen parallel sind. Einerseits Lehrer, den sich besser kennen, die mehr selbstbewusst, Lehrer, den besser was für Beziehungen an Sachen einem gut dienen, aber gleichzeitig müssen immer Erfahrungen, die schmerzhaft sind und die vielleicht neu Wunden abrappen oder all Wunden untipsen. Und ich hatte die letzte Mal ziemlich krasse Liebeskummer an, da habe ich genau das gemerkt. Nämlich, dass einerseits halt ultra weh geht und an all Wunden, an neue Wunden irgendwie rantappst, aber gleichzeitig einfach viel besser gehen, mit Liebeskummer umzugehen, auch viel besser verstehen, was ich brauche, aber wie ich da umgehen. Und du auch irgendwie an mir selber einen neuen Anfang merken, an so eine Art von Wurstum. Und du wolltest schnell auf dieser Platz, also so, nur von ganz immer an, dann immer nur von ganz weiter verweisen auf die Episode zu Trauer, die dann an den Eli abgeholt haben, an eine coole Rubrik, die den Eli gemietet, ein gut froh, wie gehen ich mit einer Trennung weil ich fand, das sollte an dieser Platz aber nicht unannehmend bleiben. Und dann haben wir vielleicht noch einen Neuanfang, über den wir schwätzen, dem Lo quasi auch den Paten für das Episode wäre oder wo man da mal überhaupt, ob das Thema kommen sehen, wenn wir ja die neue Staffel angefangen haben. Und wer da so alle Leute super interessiert, holen schon von den Leuten, die nur lauschen, was könnt dann so, ob als du vielleicht kann jeder von uns ein Thema so oder zwei Themen so, ob diese sich besonders freuen. Also ich meine, das Staffel wird ziemlich diverse Sachen geschlacht an Identität. Also du wird viel kommen und zwar nicht nur der typisch binär Pipapo, mir auch ein bisschen mehr du da tischt. Ja, ich muss so, ich freue mich auf alles ein bisschen. Und schön auch schon gemerkt, wo man als Themen ausgemacht hat für die kommende Staffel, dass eine Staffel nicht durchgeht. Und dass es schon ganz viele Themen noch für ein nächstes tun. Und ich freue mich eigentlich für allem auf die New Relationship Energy zwischen uns drei und zwischen uns und zwei Konstellationen. Ich meine, das wird mega cool gehen. Ja, ich freue mich auch für allem für die Folgen zu lauschen. Und den Schnitt selber machen. Ich freue mich auch ein bisschen auf allen. Ich freue mich mit dir, Kelly, darüber zu schwätzen, wie in der Beziehungen über Gefühle schwätzt. Das ist etwas, was mich an der letzten Zeit beschäftigt hat, wo ich interessiert bin, was man dann da werden schwätzen. Und ich freue mich auch darüber, über beschnittene Penisse zu schwätzen. Das ist ein Thema, was ich mit Eli angehen. Nachdem wir schon über Penisse einmal Gemenge geschwärzt und Penisunsicherheiten. An das Thema Beschneidung meine ich just ganz kurz gestraft an der Episode an du nur nach so 20 Minuten am Studio sitzen und darüber diskutiert und dann du gesagt hast, wir mussten darüber eine Episode machen, weil das ist definitiv ein Thema, was uns um Herz leid und wo es viel zu erzählen gibt. Bon. Also vieles, ob das wir uns freuen können, das heißt für uns, dass wir viele Stunden am Studio werden sitzen und abholen, für ich, dass dann auch ziemlich viel könnt lauschen. Wir freuen uns wie immer über ein Feedback, auch was ich auch schon kann ankündigen, was dann von dieser Staffel angeht. Da haben wir auch Maps geplant, nämlich so ein kleines Aufschluss-Event
an den Rotonden, das heißt, darüber könnt ihr euch auch schon freuen. Yes. Dann bleibt der Schluss nach Adi zu sagen. Adi, Anni, Ciao, a bis geschwind. bis geschwind. Trink genug Wasser. stay hydrated, kids. How to. Eng Uweisung fir de Gebrauch. How to? Sex mat enger neuer Person. Für ihre Wäschers zu soen, der Kontext ist wichtig. Also, wo, wei, auf wat in die neue Person kennengelernt wird, mit deren lo für dich Sex hat oder will hun. So Leute kann ihn kennenlernen online, weil lo während der Pandemie, also die ist schwierig, sich beim Rausgehen oder einen Kaffee zu treffen, mehr das können noch Freunde sein, eng Bekanntschaft oder Freunde Bekannte von Freunden. Je nachdem, was der Kontext ist von dem Kennenlernen, beeinflusst das natürlich, wie die Kommunikation lebt, und was die Intentionen sind. Die eigenen Intentionen für den sexuellen Kontakt sollten auf jeden Fall schon sich bewusst sein und beschwätzen, bevor jemand den Sex hat. Also zum Beispiel, ob ihn just einen schönen Abend will haben oder ob ihn sich etwas will, mit ihn abbauen. Je nach Kontext verändert sich also auch ein bisschen den How-to. Aber es schon trotzdem mal pur allgemein hilfreiche Sachen für Sex mit einer neuen Person gesammelt. Tipps für Sex mit einer neuen Person. Ich habe schon ein bisschen angedeutet. Das Wichtigste ist Kommunikation. Hier könnt ihr zum Beispiel auch zusätzlich den How-to-Schwätze beim Sex oder How-to-Schwätzen über Sex lauschen. Es ist auf jeden Fall wichtig, für Sex mit den Aufmachungen zu treffen und über bestimmte Sachen zu schwätzen. Zum Beispiel, wer ihr verhüten will, aber auch, wer ihr beim Sex gern hört, und vor allem, wer nicht. Außerdem kann ihn darüber schwätzen, wer ihn kann Stopp sagen. Und auf welchem Moment Stopp heißt, dass der Sex darüber ist, und auf welchem es heißt, Stopp zu dem, was gerade geschieht. Falls es soll die erste Kehr sein, dass ihn sich gesagt, zum Beispiel für Casual Sex, kann ihn auch Sachen wie Covid-Safety beschwätzen. Falls ihn sich schon mehr lang kennt, und man den Zeit verbrüscht hat, da kann er doch helfen, an nicht sexuelle Situationen auf Sachen zu gucken, die aus sexuelle Situationen abkommen oder wichtig sind. Wie zum Beispiel Grenzen setzen und holen, sowohl die eigenen wie auch die von der anderen Person. Beispielsweise beim zusammen kochen oder wenn ihr zusammen an die Kino geht. Du könntet ja immer zu Ausverhandlungen über die eigenen Bedürfnisse, das was ihr will, das was die andere Person will und nicht will, aber wen lo will weitermachen. Kommen wir mal zu beim Sex. Hier sind Tipps, sich auf jeden Fall Zeit zu lassen. Außerdem soll den dafür sorgen, dass ihr mitkriegt, wie es der anderen Person geht, also zum Beispiel kein hart Musik unhun. Hilfreich ist, dax nur zu fragen, ob das, was ihr möchtet, der anderen Person gefällt. Auch viel A-Kontakt halten und auf den Körperspruch gucken, ist wichtig. Genauso wichtig wie das Verbal. Zeigt nicht zu sagen, mach weiter so oder mach das lieber anders oder so und so. Eventuell kann ihr sogar fragen, ob die Person Lust hat, einem zu weisen, wie sie es am liebsten möchte oder wie sie dax masturbiert. Außerdem sollt ihr nicht unbedingt orgasmusorientiert und Sache ruhen. Zusätzlich ist es gut, ehrlich mit sich selber und mit der anderen Person zu sein. Es sollte keine Sache machen, wo ihr ein Gefühl hat, dass die lo erwünscht sind oder Teil von der Performance oder weil ihr meint, dass die andere Person sich das erwartet. Generell sind zu viele Erwartungen am Anfang keine gute Idee, weil es kann den sich ja noch nicht und es weiß nicht, wie die andere Person ist und was sie gern hat. Zum Beispiel soll den sich nicht unbedingt erwarten, dass es zu Penetration kommt. Am allerwichtigsten ist, nicht davon ausgehen, dass alles so ist wie bei einer anderen Person, bei der ein Droge gewinnt ist oder war, mit ihr Sex zu haben. Nom Sex. Nom Sex kann ihn auch noch ein No-Gespräch haben und darüber schwatzen, wie es einem geht, was einem gut gefallen hat, was nicht so oder was den noch braucht. Falls ihr viel hat, sich zum Beispiel an einem Casual-Setting ein Karim zu gesehen, kann ihr vielleicht schon planen, was ihr sonst noch so könnt machen. Oder es kann ihr nicht einfach mal sacken lassen und gucken, wer jetzt sich an ein paar Dates aufhält, aber den da will. Auf jeden Fall ist es gut, nicht davon auszugehen, dass, wenn ihr nur ein Sex hat, dass das oder genau so passiert. Egal, ob im Kontext von Online-Dating, an einer Freundschaft oder mit einer Person, an die ihr verliebt ist. Gebt dir an der anderen Person Zeit zu spüren,
wie das neue Ebene an ihrer Beziehung sich aufhielt. Willst du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe es auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue meis immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affective et sexuelle. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS gehen all Responsabilität und den Inhalter von diesem Podcast auf.